Nachhaltigkeit ist eine gesetzliche Erfordernis. Nachhaltig zu sein ist sehr schick, aber nachhaltig zu sein ist nicht eine Frage von Gesetzen und weil es sich irgendeiner von uns wünscht. Nachhaltigkeit ist unsere verdammte Pflicht. Uns gibt's deshalb, weil unsere Vorfahren nicht über die Maße Ressourcen verwendet haben. Und das Gleiche gilt für uns. Wir müssen schauen, möglichst wenig Ressourcen zu verbrauchen, die Dinge, die wir erzeugen, möglichst lange zu nutzen und auch Möglichkeiten zu finden, wie man am Ende der Lebensdauer eine Sache zu einer neuen Sache machen kann, also recyceln kann. Nachhaltigkeit ist ein Teil unserer DNA, unserer Geschichte. Mein Großvater hat ein Kalkofenverfahren entwickelt, das nur wesentlich weniger Energie verbraucht hat als die damals üblichen Verfahren. Mein Vater hat gesagt, wir schmeißen keine Steine weg. Wir haben Produkte und Systeme entwickelt, die Rohstoffe gänzlich und ohne Abfälle nutzbar machen. Waren alles Maßnahmen im Sinne der Nachhaltigkeit und so sollten wir noch bewusster das auch in Zukunft machen. Um nachhaltig zu sein, muss man auf die 3 wesentlichsten Säulen schauen. Wir waren als Familienbetrieb schon immer gezwungen und haben es gerne gemacht, auf die Menschen zu schauen, die mit uns gemeinsam arbeiten und die neben uns leben. Das Gleiche gilt für die Natur. Wir machen Baustoffe, wir verbrauchen Ressourcen und wir müssen schauen, dass wir schonend mit diesen Ressourcen umgehen. Und letztlich muss man sich das vernünftige Umgehen mit Mensch und Umwelt auch leisten können. Daher funktioniert das alles nur dann, wenn man auch wirtschaftlich arbeitet, also auf Gewinn ausgerichtet ist. Und das sind schon die 3 großen Säulen der Nachhaltigkeit: der Mensch, die Umwelt, die Wirtschaftlichkeit. Und ich glaube, wir haben die besten Voraussetzungen, noch bewusster und noch intensiver alle diese 3 Säulen zu pflegen und weiterzuentwickeln. Wenn man ein Ziel verfolgt in unserer heutigen Welt, geht es nur mit Messbarkeit. Manche von Ihnen wissen oder haben es schon gehört, dass die Ressourcenschonungsquote die Zahl, die Kennzahl ist, die uns in den nächsten Jahren begleiten soll. Weil am Ende des Tages die beste Energie ist die Energie, die man nicht verbraucht. Und das beste Material ist das, das lange hält und dann immer wieder wiederverwendet werden kann. Wenn wir das einhalten, dann werden wir erfolgreich sein und dann können wir sagen, wir haben unsere verdammte Pflicht erfüllt.